Jetzt, wo Jesus wieder gelebt hat, hat er noch mehr von seinen Freunden getroffen und von den Leuten, die ihn geliebt haben und ihm sind nachgefolgt. Er hat ihnen viel von der Liebe von Gott erzählt und von den guten Plänen, die er für ihr Leben parat hat. Gott meint so gut mit euch und hat einen wunderbaren Plan. Er will euch eure Schuld vergeben, wenn ihr zu ihm umkehrt. Und wisst ihr was? Wenn Gott etwas verspricht, dann haltet er sich immer dran. Erzählt es unbedingt weiter, das sollen alle dürfen erfahren. Wow, wie wunderbar ist das denn? Gott liebt uns bedingungslos und meint es gut mit uns. Zu den Jüngern hat Jesus noch etwas anderes, mega Spannendes gesagt. Bleibt noch ein bisschen hier in Jerusalem. Ich werde schon gleich wieder gehen, aber ihr werdet nicht allein sein. Ich schicke nämlich den Heiligen Geist zu euch, als mein Stellvertreter. Nein, Jesus. Jetzt bist du doch erst wieder zurück zu uns gekommen. Kannst du nicht noch ein bisschen bleiben? Wer ist denn der Heilige Geist, Jesus? Und wie werden wir ihn erkennen? Ihr werdet den Heiligen Geist nicht sehen, aber ganz gut spüren. Er wird euch zum Beispiel gute Ideen schenken oder helfen, Entscheidungen zu treffen, indem er euch ein gutes Gefühl bei etwas gibt und euch so wie sagt, dass das der richtige Weg ist. So ein cooles Geschenk. Jemand, der immer da ist und einem bei allem hilft. Es ist noch schwierig, sich das vorzustellen, dass jemand hier ist, wo man gar nicht sieht. Du kannst dir das vielleicht ein bisschen vorstellen, wie der Wind draussen in der Natur. Bist du schon mal an einem schönen Herbsttag spazieren? Aufs Mal kommt ein starker Wind auf und bläst dir so richtig um die Ohren. Den kann man ja auch nicht sehen und nicht einfangen, aber trotzdem spürt man ihn ganz gut, gell? Mit dem Heiligen Geist ist es eben ganz ähnlich. Wir spüren ihn in unserem Herz, aber sehen können wir ihn nicht. Weisst du was? Der Heilige Geist ist auch heute noch bei uns. Auch bei dir und bei mir. Er will auch dir helfen, dein bestes Leben zu leben. Und du wirst mit der Zeit immer wie besser lernen, ihn zu spüren und zu verstehen. Nachdem Jesus den Jüngern das erklärt hat, hat er noch gebetet und nachher ist etwas mega Besonderes passiert. Eine Wolke ist vom Himmel herabgekommen. Jesus konnte drauf hocken und die Wolke hat ihn in den Himmel aufgenommen. Jesus, du musst wirklich schon wieder gehen. Bleib doch noch ein bisschen bei uns. Ich komme schon gleich wieder zurück. Und solange habt ihr ja den Heiligen Geist bei euch. Tschüss zusammen. Tschüss, Jesus. Wir werden dich vermissen. Tschüss. Lass uns aber nicht zu lange warten, gell? Wo die Jünger noch raufschauen und ihm zuwinken, sind auf einmal 2 Engel neben ihnen. Jesus geht jetzt zu seinem Vater im Himmel zurück. Aber wisst ihr was? Er wird wirklich wiederkommen. Genau gleich, wie wir ihn gesehen haben, raufgehen. Auf das können wir vertrauen und uns jetzt schon freuen. Oh ja, ich hoffe, es geht nicht zu lang. Ich vermisse ihn schon jetzt. Was für ein Tag! Die Jünger haben eine schwebende Wolke gesehen. Engel haben zu ihnen geredet. Und jetzt haben sie noch den Auftrag, in Jerusalem zu bleiben und auf den Heiligen Geist zu warten. Es bleibt spannend.